Servus Bananen, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Lauter Spinnen wieder hier, wenn es länger nicht in der Hütte bist. Ja, die Woben X2 Pro. Da oben verlinkt, habe ich euch ja schon mal vorgestellt, habe gehört von den Leuten, die haben mal drunter geschrieben, dass die relativ schnell ausverkauft war. Und ich weiß nicht, ob es jetzt die noch gibt oder ob die wieder kommt oder wie auch immer, weil das schon ein bombastisch cooles Teil war. Also schaut euch das Video an, wenn ihr die findet. Solltet ihr es euch kaufen, weil die nämlich auch nicht wirklich teuer ist. Ja, was Neues gefunden. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal, dass das kleinste Teil von denen macht, also auch eine Wubin. Das ist jetzt halt hier die G5 und die ist nicht größer als ein Zippo-Feuerzeug. Ist genauso hell, hat genauso viel Power, hat auch einen Akku drinnen, kann man mit USB-C laden und hat eine RGB-Funktion. Das fand ich ganz lustig. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber es ist irgendwie ganz cool. Und das probieren wir aus. Das probieren wir auch nachher aus, wenn wir so ein bisschen im Feld draußen sind und ein bisschen im Schilf unterwegs sind. Man darf ja immer nicht sagen, Jagd oder sonst irgendwas ist ja immer auf YouTube ein bisschen kontraproduktiv. Also wir gehen natürlich nicht jagen, sondern wir gehen eine Taschenlampe im Gemüse draußen im Dunkeln testen. Diesmal hat es der Götterboten Lieferservice tatsächlich geschafft, mir das Teil zu liefern, ohne dass es Probleme gab. Ich habe ja gesagt, ich verlinke euch das da oben, wie mit der hier. Haben sie wieder eine Meisterleistung haben sie hier geschafft. Und diesmal angekommen ohne Probleme. Ja, kein Unboxing, sondern schnell aufgerissen das Teil, zack, raus. Ladegerät dabei, Kabel, USB auf USB-C. Und eine kleine Fangleine, die man da reinmachen kann. So, ist es hier schön eingepackt, ist natürlich auch wieder wasserdicht, so wie die andere hier, Gott sei Dank. Habe sie gleich eingeschaltet, weil hier der Knopf nicht gesichert ist. Hat auch diese Sicherung. Wenn man das runterschiebt, dann ist der Knopf gesichert. Dann kann man machen, was man will, dann kann sie nicht angehen. Ich hatte den Knopf jetzt hier in der Mitte und dann kommt man hier drauf, nimmt sie natürlich an. Und das ist natürlich bombastisch cool, wenn man hier so einen Sicherungsknopf hat. Und wenn man ihn ganz hoch schiebt, dann kommt man hier auf den USB-C. Das zeige ich euch nachher alles noch im Nahen. Aber jetzt halt quatsche ich euch erstmal zu. Also ihr seht das Teil. Hier auch Magnet. Ja, hier, man sieht es auch hier, hebt es fast die Platte hoch. Kein schwacher Magnet. Und das Teil nicht größer als ein Zippo. Das hat natürlich auch einen Magneten hier. Also hier, das ist die X2, das ist die G5. Aber um die geht es ja heute nicht. So, neues Spielzeug. Ganz schnell die Funktionen. Einmal drauf geklickt, also entsperren, einmal drauf geklickt, Normallicht, zweimal drauf geklickt, hier volle Power. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Und dann, wenn man drauf bleibt, also man muss sie erstmal einschalten, dann hat sie hier so eine Blinkfunktion. Das ist jetzt praktisch Blaulicht blinken. Und wenn die an ist und man bleibt droben, so, ja. Jetzt ist sie auf RGB und jetzt kann man hier die ganzen Farben durchwechseln. Für den, der es braucht und für den, der es cool findet. Also ich finde es cool, aber ob man es braucht, ist halt die andere Frage. Aber es ist natürlich für Signale geben, gerade wenn man sagt, hier, ich bin im Feld und bin auf der, nicht auf der Jagd, sondern beim Taschenlampentesten mit Spätzeln und Taschenlampentestkollegen. Und man sagt, hier, pass auf, rot heißt, da links gibt es was zum Essen und grün heißt hier nach rechts und was weiß ich, rot heißt Stopp und gelb heißt, kommt es mal näher her, wie auch immer, dann ist es ganz praktisch. Das ist nur eine Geschichte, die man mit Farben machen kann. Dann hat die hier so einen Clip, den kann man drehen auf alle Seiten. Ja. Wie gesagt, ich zeige es euch in nah dann nachher nochmal, das ist dann deutlich spannender. Und das Spannendste an dieser ganzen Sache ist halt einfach, dass das so winzig klein ist, wie so ein kleines Zippo-Feuerzeug. Hier oben die Lampe, die kann man hier einmal komplett drehen, also hier nach vorne, dann hier so, direkt so und dann kann man sie hier noch rüber schwenken auf die andere Seite, dann hat man sie auf der Seite. LED leuchtet wieder Stunden unendlich lang. Ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen sage ich euch jetzt nicht, was da die Werte sind, aber wenn es so ist wie bei der, dann ist die Dauer von dem Standardlicht bombastisch lang. Und die Größe
ist halt wirklich, also für diese Helligkeit, und man gesagt, man kann es auch so drehen und dann kann man sie auch so nehmen, dann hat man so ein bisschen taktisch in der Hand. Entsperren, an, bunt, aus. Und wenn man länger drauf bleibt und jetzt zweimal drückt, dann ist hier volle Kanne Licht und das ist wirklich, reinschauen brauchst du nicht. Gut, zeige ich es euch im Detail und dann gehen wir raus und haben noch ein bisschen Spaß im Kornfeld. Dann gibt es jetzt noch ein bisschen was im Großformat von dieses wunderschöne kleine Teil, nicht größer als ein Zippo-Feuerzeug. Anleitung ist natürlich dabei, schön eingepackt ist es, ein schönes Schachterl, sehr aufwendig, aber das interessiert euch ja alles nicht wirklich. Da noch ein paar Details, könnt ihr dann auf Pause machen und das anschauen. Da stehen genau die Lumen und da steht auch dort, wie lange es dauert. Also hier RGB 9 Stunden, Red, Blue, Flash 25 Stunden. Und da 45 Stunden, also da geht schon was. Ein super langes Ladekabel ist natürlich wieder dabei, aber das ist ja bekannt von allen Geräten, dass die Ladekabeln immer länger werden. Also eine brutale Länge, da kann sich keiner beschweren. Und ein kleines Fangschlauferl. Ja, wer das braucht, der kann das dann hier unten durchziehen. Da ist so eine kleine Öffnung und da zückt halt das Kabel dann da durch und dann, ihr wisst ja, hier zack und dann einmal hier durch. So und dann fängt sich das da selber. Also nichts Besonderes. Kommen wir zur Taschenlampe. Also Wuben G5. Spannende hier. So ist es verriegelt. So ist es bereit, dass man sie auslösen kann, dass sie leuchtet. Und so ist der Ladeport frei. Also sprich, so ist sie gesperrt. Das heißt, wenn man dann da drauf drückt, passiert gar nichts. Das heißt, in der Tasche kann sie nicht losgehen. Dann hat sie hier diese Klemme, wo ich schon erzählt habe. Die ist ein bisschen hackelig, aber wenn man weiß, wie man es in die Hand nehmen muss, so wie bei vielen Dingen, dann funktioniert das auch ganz klasse. Hier, ihr seht, die könnt ihr hier um, Baerbock würde jetzt sagen, um 780 Grad können wir die drehen. Und da rastet sie halt wieder ein. So ein schöner kleiner Taschenclip. So ist sie scharf. Das heißt, einmal drauf gedrückt, dann habe ich hier meinen Farbwechsel. Kann man jetzt nicht reinschauen. Ich weiß auch nicht, ob das die Kamera jetzt wieder rausreguliert, aber ihr könnt es hier einfach stufenlos, könnt ihr hier durch die ganzen Farben durchscrollen. So, lassen wir hier das schöne Blau. Und wenn ihr dann nochmal drauf drückt, ist es wieder aus. So, und wenn ihr hier drauf bleibt, zack, dann kommt die normale Taschenlampe. Wenn ihr dann zweimal drauf drückt, zip, zip, dann ist sie hier Vollgas. So, jetzt habe ich wahrscheinlich die Kameralinse völligst verblendet. Und wenn ihr hier in dem weißen Lichtmodus regelt, dann könnt ihr hier auch stufenlos das Licht einstellen, bis es richtig schön brutalst hell ist. Ja, und dann zack, ist sie wieder aus. Was noch ganz spannend ist, dieses Teil hier kann ich nach vorne stellen und kann es komplett auf diese Seite rüber stellen. Ich weiß jetzt zwar nicht, was der Sinn der Sache ist, weil es wird eigentlich reichen, wenn man sie nach oben und nach hier stellen kann, und man kann die Lampe auch oben drehen und dann so hinstellen. Aber das ist ganz spannend. Und natürlich hier wieder stufenlos in jeder Stelle. So, ein bisschen so schräg, ein bisschen schräg nach oben. Und das andere habe ich ja erzählt, da unten ist ein relativ starker Magnet drinnen. Und dann haben wir hier diese Blinklichtfunktion. So, auf RGB. Dann einmal drauf. Dann zweimal drauf. Dann haben wir die Blinklichtfunktion. Und dann noch zweimal drauf. Dann haben wir andere Farben und noch zweimal drauf. Dann haben wir jetzt blau und rot und noch zweimal drauf. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Und jetzt habe ich gerade entdeckt, warum man das einmal komplett rundherum drehen kann. Weil so hat man nämlich den Daumen hier. Und wenn man es jetzt so nehmen würde, hat man den Daumen natürlich hier und das Licht scheint nach unten. Also kann man das hier komplett rumdrehen und dann kann ich es auch mit der linken Hand benutzen. Ein wunderschönes kleines Teil.
Ja, Spätzchen, das war's mal wieder. Wuben G5, coole Taschenlampe. Wie ich immer sage, kauft keinen Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Das Ding ist meiner Meinung nach kein Klump. Es ist ein richtig schönes, schweres Teil. Hat auch ein Metallgehäuse, hat mal eine andere Form, viereckig. Ich finde es mittlerweile echt praktischer als eine runde Taschenlampe. Das ist hier immer noch so mein Liebling. Wenn ihr die irgendwo findet und die noch käuflich ist, dann kauft sie euch, weil die ist echt praktisch. Und das Schöne an den Lampen ist, wenn man so ein bisschen handwerklich begabt ist, da muss man nicht einmal sein, dann kann man diese Lampe hier, da gibt es so einen Mützenkopf-Strap, dann kann man die natürlich auch als Headlight hierher nehmen. Und das ist natürlich auch super praktisch, weil dann hat man nämlich eine Lampe, die man für alles nimmt. Und mit dieser Rotlichtfunktion ist das natürlich auch ein interessantes Teil hier für Nachtaufnahmen oder ein bisschen verdeckt ermitteln. So, schönes Ding. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Jetzt.